Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge World of Warcraft. Immer noch voll motiviert am Start und zwar sind wir gerade an der Quest dran. Lenkt die Kanonen ab, das heisst, lenkt unseren Blick. Östliche Kanone markiert und westliche Kanone markiert. Ich habe mich ja da zwischen einem Stein irgendwie so plus minus versucht zu verstecken. Und wir sind noch kurz vor Level 60, also ich freue mich schon mal, dass wir nachher langsam anfangen zu fliegen. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz schauen, wo das Ganze soll sein. Irgendwie da geradeaus. Alles klar, dann schwimmen wir da mit unserem Reittier durch den Teich durch. Und schauen uns das Ganze mal an, wo wir da müssen das Kanönenli markieren. So, heute auch wieder mal noch ohne Brille. Also ich bin immer noch dran, das am Versuchen anzubringen. Und etwas Gutes bekommen haben wir ja momentan eigentlich noch gar nichts. Nein, nicht wirklich. He? Okay, alles klar. So, dann schwimmen wir uns eigentlich mal schön provokant hinten an und schauen mal, dass wir die Kanone mal sehr gemütlich können markieren. Und hoffen, dass wir dann nirgendwo erkannt werden. Oh, jetzt komme ich da nicht rauf. Also, mit dem Reittier geht das nicht, so ohne geht das. Alles klar, alles klar. Kanonen markieren, jetzt ist halt die Frage, sind die da oben drauf in dem Fall? Okay, ja, das werden in dem Fall die da sein. Da wollte ich schon die erste komische Sanitäter der Nordflotte mit uns anlegen. Wieso wollte ich einen Sanitäter mit uns anlegen? Versteck dich in dem Zelt und lass die anderen fliegen. Also, einfach gaga, einfach gaga. So, dann tun wir zuerst mal die da noch ausmerzen, sonst können wir dann nämlich nicht rauf, weil ich gehe wirklich davon aus, dass es die Kanonen da oben werden sein. Sicher mal noch das Reittier raufheilen. Ich habe keine Ah, das müssen wir noch als Nummer 2 mal drücken. Da, heilen und zack, noch einmal. Das hätte ich schon wieder nicht mehr im Griff. Geht ja gar nicht. So, haben wir da oben noch ein Löli, wo wir das Ziel nicht im Sichtfeld. Was ist denn da nicht im Sichtfeld? So, Nummer 1 haben wir markiert. Dann machen wir uns direkt mal zur Nummer 2, also östliche und westliche. Oder so, ja. Sally, ja, danke. Looten wollte ich trotzdem. Sprengen sie uns einfach weg, wo wir da oben stehen. Das nenne ich aber mal Teamwork. So, dann schauen wir, dass wir uns da ein bisschen rundherum schleichen. Dass uns gar niemand sieht. Ach, die können wir mal ignorieren, den müssen wir dann sowieso noch ausmerzen. Dann können wir den gerade mal noch ins Visier nehmen. Ich versuche jetzt trotzdem mal noch da oben zu schiessen. Okay, da kommt irgendein Vielbogenhagel vom Himmel. Okay. Werden wir da gerade von unseren anderen Kollegen total unterstützt, oder was ist jetzt los? Nachdem sie uns abgesprengt haben, ist ihnen aufgefallen, so, ja, yeah, ich glaube, das sollte man besser nicht mehr machen. Ist wieder noch verrückt da. So, dann haben wir das erledigt. Jetzt schauen wir, dass wir da irgendwie zwischendurch reiten können. Jetzt muss ich einfach schauen, dass uns da auch wieder niemand sieht. Ja, die wird uns sehen, aber das ist egal. Komm, einfach durchziehen, einfach durchziehen. Ah, Mann. Okay, alles klar. In dem Fall ab im Kampf. Schauen wir mal, ob die da uns so Hilfe kommen, wenn wir da... Genau, ja. Habe ich mir ganz gedacht, einfach in die Nähe von denen kommen, sollte das eigentlich gut funktionieren. So. Jetzt haben wir die 3 nämlich auch schon ausgemerzt. Und jetzt können wir gerade mal da uns gemütlich unsere Quest abgeben. Quest beenden! Die dunkle Waldläuferin ließ Liana sündlich der Hafenste Vergeltung, möchte, dass ihr Hauptmann Olster-Leutnant Selene und den Offizier Lorik tötet. Ihr findet sie am verlassenen Strand. Dafür können wir 2 neue Sachen überbringen, uns eigentlich momentan gar nicht eine neue Armbrust oder einen neuen Stab. Wir schauen dann, was uns einfach mehr Gold gibt, das können wir dann nämlich gut verkaufen. Sonst ist unsere komische Waffe, die wir da momentan haben, die da, ist eigentlich schon ziemlich gut unterwegs momentan. Aber am besten Gegenstand erhalten wir eigentlich schon durchs Dungeon machen, aber ich wollte halt wirklich hauptsächlich durchquesten. Dungeons müsstet ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt sagt, hey komm, mach doch noch ein paar Dungeons, wir wollen Dungeons sehen. Dann würde ich mich sonst mal aufmachen in ein Dungeon wieder. Aber sonst würde ich sagen, quest ich eigentlich komplett durch. Oder versuche es so gut wie möglich einmal. Und der Offizier, das wird der da sein, aber der wird uns da komplett im Weg fahren. Dann will ich zuerst aus dem Weg räumen. Aha, aha, jawohl. Oh, leck den Schrei am Schluss, der war aber auch einzigartig gewesen, du.
So, dann haben wir den Unteroffizier. Da hinten haben wir sogar noch eine Quest offen, die ich da jetzt gerade mit meiner halbblinden Augen gesehen habe. Komm on, wie lange willst du überleben? Du wirst eh sterben. Lieg einfach am Boden und stirb. Hallo? Geht doch. So, dann haben wir den ersten von 3 noch schon erledigt. Der andere müsste sich irgendwo... Komm, ich laufe gerade mal schnell. Ist der da im Zelt drin? Nicht wirklich, he? Der wird irgendwo da oben sein. Ah ja gut, komm ab aufs Zweite. Wenn der da oben ist, dann muss ich nicht unbedingt laufen. Das geht eine Ewigkeit. Auf das habe ich gerade keine Lust. So, das wird der da sein. Hauptmann Olster. Also, Hauptmann Olster. Du wirst jetzt ins Gras beißen, so wie ich das jetzt denke. Ja, du machst ja fast Schaden Neues. So, mal ein Giftpfeil. Und dann ist die ganze Sache schon wieder gegessen. Gut. Nice. Nummer 2 haben wir auch erledigt. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, was sich da Nummer 3 versteckt. Dann können wir uns da irgendwie dazwischen runter schlängeln, so dass wir uns nicht sehen. Jawohl. Ah, das wird diese. Und dann haben wir dort, wo es noch Quest gibt, da versucht sich schon wieder eine Sanitäterin gegen uns zu stellen und statt ihrem Zeltchen warten. Was ist mit diesen Sanitätern los? Werden richtig übermütig. So. Dann müssen wir jetzt die auslöschen. 4000 Leben mehr als wir. Aber durch unsere Reittiere sollte auch das gar kein Problem sein. Ich nehme da schon mal Quest an. Eskortiert Apotheker Hannes vom verlassenen Strand. Meldet euch bei Apothekerin Lysander, sobald ihr diese Aufgabe abgeschlossen habt. Er befindet sich im Hafen der Vergeltungen, der heulenden Fjord. Und auch da können wir wieder einen Bogen über, der uns gar nichts bringt. Ah, Mann. Dann tun wir dich da halt raus transportieren für gar nichts. Einfach für gar nichts. Also los geht's. Aber kommst du uns hinten an oder müssen wir da... Ihr hättet zu keinem besseren Zeitpunkt ankommen können. Lasst uns von hier verschwinden. Ja, aber dann musst du mitkommen, komm. Nicht schnurren. Laufen. Wohin laufst du denn? Ah, er läuft voraus und ich muss ihm hinten nach. Unser Gastgeber von der Allianz ist kleines Andenken hinterlassen haben. Also, let's go. Wo durch? Willst du am Feuer stehen bleiben? Okay. Hallo. Sie haben nur begrenzt Vorräte in diesem Lager. Es wäre doch wirklich eine Schande, wenn damit etwas geschehen würde. Nein, du sagst. Oh. Oh, er hat einen Fackeltank genommen. Er meint's wirklich ernst. Dem haben sie den letzten Raub geglaubt. Den letzten Nerv geglaubt. Mein Gott, hey. Was für Widersprechen da immer. So. Er will irgendetwas abfackeln, wie es aussieht. Vorrat von der Allianz. Der Typ, der kennt gar nichts. Das nenne ich einen richtigen Babo. So einen richtigen Babo, der Ewigkeiten braucht zum Laufen. Hoppla. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ah, das sind Vorräte, okay. Können wir uns konzentrieren doch noch um den da. So, mein lieber Apotheker, komm, fackel das Zeug ab und los geht's. Brenn! Ja, seht, es brennt. Supi, aber kommen wir weiter? Komm, den ignorieren wir. Ah nein, wir können nicht ignorieren. Ah Mann, wer ist noch ein bisschen schneller gelaufen? Da hätten wir sogar noch einen Haustierkampf. Level 21, gar keine Chance mehr. Gar keine Chance mehr mit unseren Haustieren. Das müssen wir eigentlich gar nicht anfangen versuchen. Ich muss die mal auf einen anderen Charakter aufleveln und dann können wir auch wieder mit den Haustieren kämpfen. Ein bisschen weitermachen. Du willst jetzt überall Vorräte abfackeln. Ach, der kennt eben auch nicht, oder? Das ist so ein Saftsack, hätte ich ihn jetzt nicht einfach eskortieren können. So, dann haben wir wenigstens noch ein paar Silber erhalten. Komm, fackeln, hast du das jetzt schon abgefackelt, oder? Es kann sich nur um Stunden handeln, wir sind fast fertig. Ja, aber die Quest heisst eigentlich, ich soll dich da raus begleiten und nicht fackeln wir die Hälfte von dem Lager ab. Jetzt rennt er einfach davon. Schaut euch das an. So eine Made. Das ist jetzt aber wirklich so eine Made. Also die Fähigkeit kann ich glaube ich schon mal weg tun, das sind mehrere Schuss. Muss man das mit Talent anschauen. Wir sollten ja sicher mal Level 60 erreichen, die Folge, also das ist das Ziel. So, bist du zufrieden? Hallo.
Er lacht böse vor sich her. Das wird doch eine Lehre sein, Apotheker in der Quere zu kommen, ihr mutlosen Allianzhunde. Grrr. Lasst uns hier abhauen. Ja, das wollte ich schon lang. Lasst uns hier abhauen, aber zuerst noch 5 Minuten stehen und rumgrölen und durchdrehen und... Komm, machen wir da auch gerade mal mit, komm. So, la. Können wir den Fall zuerst noch hier auslöschen. Ah, die hat gerade Hilfe holen da hinten, das können wir gar nicht zulassen. Gut, wir hätten auch noch genug Zeit gehabt, um da die ganze Flotte auszulöschen, solange es mit dem unterwegs ist. Warte schon, was haben wir denn da? Wir noch tanzen? Alter, der Tanz geht ja eins ab. Okay. So, er rennt da durch, die nächsten 2 greifen ihn an. Wir müssen da natürlich einschreiten, sonst kommt das nicht so gut. Come on. Normalerweise bleibt er immer noch 10 Jahre lang stehen. Wieso gehst du jetzt da mitkämpfen? Das hat gar nichts mit uns zu tun. Es ist einfach so lächerlich, dass der da mal... Kann ich das ausgeschaltet? Nein, ich habe es eingeschaltet. Ich sehe nicht, was ich muss. Zuerst etwas anvisieren. So, willst du die jetzt auch noch auslöschen? Der ist voll im... Der ist voll im Fieber, alles zu killen, was ihm wegkommt. Was läuft mit ihm? Leck, die Apotheke. Wo ist jetzt die Apotheke? Fehlgeschlagen, weil er gestorben ist. Ja, aber Entschuldigung. Und der sich da mit allen anleitet irgendwie und... Mühsame Sache. Wir müssen da schnell abhauen. Komm, lass mich in Ruhe. Ach. Ich bin im falschen Film, hey. Die Quest ist fehlgeschlagen. Der Double rennt irgendwie nochmal zu 5, 6, 7 Leuten an, gehen fighten. Wie dumm kann man eigentlich sein? Also, ich bin gerade wirklich wieder mal sprachlos, wie dumm Untote können sein. Das ist jetzt aber wirklich gerade... Muss ich jetzt das alles nochmal machen? Nur weil er gestorben ist, weil die Nudel in den Kampf hineingeht und von Anfang an klar war, ich kann es nicht gewinnen. Hoppla George, hä? Hoppla George. Das war wie gesagt Oberbabo gerade momentan, aber ich bin gerade am Überlegen. Weißt du was? Komm, mach deine Quest allein. Du bist Rambo, du versuchst da mehr zu machen, als du müsstest. Es steht ja Hexendoktor Anselm Bericht, er findet sich im Hafen der Vergeltung im Holland. Alles klar. Wir ignorieren die Quest jetzt einfach einmal, weil ganz ehrlich, mir ist das zu blöd, mit einem Rambo umeinander zu gehen, wo der ein Lager nach dem anderen abbrennt, wo eine Ewigkeit braucht, um das überhaupt zu machen. Und im Nachhinein stirbt er noch, weil er meint, er müsse da jetzt in den Kampf hineinschreiten als Apotheker. Er hätte einfach gehen sollen. Er war frei gewesen, er hätte gehen mit uns, nachdem er das Lager abbrennt hat. Nein, er muss jeden Kampf teilen. Was ist? So. Hexekutor Anselm möchte, dass ihr Prinz Keleset in Burg Urgator tötet. Ist das nicht ein Dungeon? Fürchtet die Liebenden. Ja, das ist ein Dungeon, das bringt uns gar nichts. Das ist in einem Dungeon rein. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, wir ignorieren jetzt die Quest in dem Fall auch noch. Jetzt gehen wir entweder zur Reservist, der Nordflotte infiziert, oder die Offensive beginnt. Komm, wir machen das auf dem Weg dahinter. Ein Kapitel haben wir schon abgeschlossen. Besucher aus der Burg. Nice. Ich bin jetzt gerade ein bisschen genervt mit dem Apotheke, weil eigentlich würde ich die Quest jetzt noch mal gerne machen. Aber so einem Oberbabo helfen, sagt mir jetzt gar nichts zu. So, wir werden sicher noch Level 60 erreichen. Dann schauen wir, dass wir nächstes One gehen können. Ach, jetzt haben wir schon wieder 3 an der Backe. Komm jetzt da rauf. Komm ich da nicht mal rauf? Hallo? Ich bin gerade nochmal sterben, ich glaub's nicht. Ich sterbe einfach gerade nochmal. Okay. Einfach davor schwimmen. Drachenfalken, Hilfe!
So, Leute, jetzt können wir mal in den Kampf hineinschreiten. Jetzt ist gut. Komm an, Drachenvolk, wir müssen einfach überleben. Nice, Stufe 60 erreicht. Jetzt bin ich zufrieden. Halleluja. Aber trotzdem muss ich noch schauen, dass wir da gerade mal Drachenvolk überleben lassen. Nice, neue Dungeons freigeschaltet und so weiter. Geschmolzene Kern, Baby. Und dann haben wir da noch 2 Quests halten. Wow, Entschuldigung. Findet Mazra. Okay, nehmen wir die. Wir nehmen es jetzt einfach mal an, aber lassen es mal bleiben. He? Verwendet die Spezialaufträge, um den Zielort eines nächsten Abenteuers festzulegen. Ja, aber wir sind ja da nach Nordrind, da sind wir ja. Fliegt nach Nordrind. Hä? Wir sind ja da. Okay. Ich klicke jetzt einfach mal ganz kurz durch. Nehmt das Schiff und... Ah, da werden wir dann in die andere Seite kommen. Und zwar, wir sind jetzt gerade momentan bei der Heulender Fjord. Und der würde uns jetzt auf die Borische Tundra überbringen, soweit ich jetzt das mitbekomme. Aber ganz ehrlich, Fail, hoch 10, ich bin ja schon da. Wir machen einfach weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und sobald wir gehen fliegen lernen, also das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge machen, schauen wir dann, dass wir sonst Richtung Borunische Tundra gehen. Sonst können wir dort weitergewissen. Dann ignorieren wir halt die Heulende Fjord, warum ich das, was ich jetzt auch nicht ganz genau verstehe. Auf nach Nordrind. Hä? Quest beendet. Hä? Da über müssen wir denn. Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich ignoriere die Quest jetzt einfach einmal, weil ich mich jetzt eigentlich um die da hinten kümmern. Hey, ich bin gerade völlig perplex. Komm. Die ignorieren wir jetzt auch einmal, weil die können wir eigentlich mit Flügen besser anbekommen. Jetzt gehen wir da hinten und suchen den Flugmeister. Schauen mal, wie viel das Fliegen kostet. Und dann schauen wir weiter. Weil das ist ja wirklich gerade mal sowas von einer nervige Situation, die wir damit mehrmals gehabt haben. Zuerst die Apotheke. Dann die mehreren Quests, die uns nach Nordrhein bringen, wo wir ja schon lange sind. Na so. Hoppla Schorsch. Und unser Reiter, das einfach nicht über Wasser gehen kann. Das ist ja mühsam. Das ist einfach mühsam. So. Da haben wir ja nichts Neues bekommen. Doch, jetzt können wir da eben den neuen Talent über. Aber die stellen wir im Nachhinein nicht. Jetzt gehen wir uns zuerst mal ums Fliegen kümmern. Wir kümmern uns jetzt ums Fliegen. Dann haben wir nämlich auch ein leichtes Spiel, um unsere Quests erledigen und kommen viel schneller vorwärts. Was ja eigentlich auch das Ziel von dieser ganzen Sache ist. So. Jetzt müssen wir da mal schon einen Flugmeister finden. Da hinten haben wir den Quest für uns, warum auch immer. Ich habe nicht ewig Zeit. Freunde in Dalaran. Ah, da kommen wir dann. Lasst doch vom Flugmeister einen Flug nach Dalaran geben und sprecht mit Uda in den Biest im Rattenloch. Die können wir mal annehmen, da würden wir die neue Stadt Dalaran finden. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Und da innen habe ich jetzt auch nochmal eine Quest für uns. Könnten wir eigentlich auch noch ganz kurz anschauen. Liefert das Signet der Korrektiv beim Erzmagazin Randa im Violett-Horen in Dalaran ab. Aber wir haben sogar gerade 2 Quests beieinander Richtung Dalaran. Dalaran befindet sich, wenn ich mich nicht täusche, irgendwo genau da oben. Dazu in der Richtung von der Eiskrone. Eigentlich könnten wir dort ganz kurz anhuschen und von dort aus auch Reiten lernen. Das wäre natürlich eine Idee, weil... Nein, weil ich bin mir unsicher, ob wir das da überhaupt haben in dem Lager. Was ist das? Ich sehe es nicht von da aus ohne Brille. Ah, das ist der Kochkunstlehrer. Ja, das Kochen sollten wir uns eigentlich auch mal ein bisschen konzentrieren. Aber ich würde sagen, ab nach Dalaran. Und dann schauen wir mal nach. Wir sollten eigentlich schon einigermaßen genug Gold zusammen haben. Ich bin mir aber ziemlich unsicher, wie viel Gold wir im Gesamten bräuchten, zum Weiterkommen. Das ist ein Gegenstand und der bringt uns einen wirklich, wenn wir uns nämlich noch kritischer wegnehmen, das ist auch Müll. Also wir haben noch ein paar Sachen sicher mal zum Verkaufen, dass wir noch ein bisschen Gold kommen und dann hoffe ich, dass wir uns das Fliegen schon leisten können. Ich glaube und hoffe, dass es auch noch 300 irgendetwas Gold kostet. Sonst haben wir halt ein kleines Problem. Aber jetzt sehen wir schon mal Nordrhein ein bisschen am Rande. Sehen wir, da kommen wir auch da schön in die Schneelandschaft, schön gemütlich. Alles eingefroren, das Wasser geht aber noch. So, jetzt sind wir da mal immer noch die Heilende Fjord. Aber so tiefer wir reingehen, desto gefroriger wird. Das heisst im Grundsatz genommen auch die Eiskrone. Da hinten haben wir noch einen kleinen Turm. Ich glaube, das ist ein Dungeon, wenn ich mich nicht täusche, das da hinten. Burg Utugar könnte das sein. So. Aber das da hinten, eben die Quest, da verstehe ich momentan nicht, warum wir... Aber wir sind ja eigentlich... Also wir könnten jetzt hier in der Burischen Tundra. Das habe ich jetzt mit meinem anderen Charakter gemacht.
Questen oder in der Heulende Fjord. Und ich habe gemeint, es ist beides möglich, oder? Dass man entweder da startet oder da startet. Weil da sieht man auch 58 bis 80 oder 58 bis 80. Und so kann man sich dann eigentlich von Land zu Land raufquengeln, oder? Von da würde man dann eigentlich etwa da rübergehen, dann könnte man da raufgehen und so weiter. Ich würde sagen, wir tun jetzt wirklich hier weiter questen. In der Heulischen Fjord. Und schauen, sobald es uns dann da in die Grizzly-Hügel reintreibt mit Level 63, können wir dann schauen, ob wir Zuldarak, Drachenhöhle und so weiter machen, oder? Weil am liebsten würde ich dann natürlich auch noch die Eiskrone questen, aber ich habe das Gefühl, wir sind da viel schneller unterwegs, als wir eigentlich müssten. Aber dann schauen wir uns doch mal gemütlich noch die Umgebung an, weil das sind mega schöne Umgebungen hier, eben Nordrhein halt. Die Grizzly-Hügel. Nice, das sieht noch mega cool aus mit diesen Häuschen da. So würde ich auch noch gerne wohnen. Das ist, glaube ich, wie so Hobbit-Style. Da haben wir noch mehrere Häuschen da. Da hinten sehen wir auch Schnee und Berge, wie es die Schweizer so richtig gerne haben. Jodliti. So. Das kann sich ja nur um Stunden handeln, bis wir mal da rüber geflogen sind. Das magische Königreich Dalaran. Aber wenigstens sehen wir ja das mal am Rand und wir haben ja direkt 2 Quests da, die wir abgeben können. Darum machen wir das jetzt mal ganz kurz. Nachher können wir ja dann gemütlich mit unserem eigenen Reittier nochmal zurückreiten, wenn es nicht allzu teuer ist. Das zu lernen. Grizzly-Hügel, auch eine wunderschöne kleine Stadt da mit diesen Wasserteilern. Das sind so einen Strom gewinnen. Also sogar Windrädchen. Nice, kann ich noch ein bisschen rausgehen. Da hinten haben wir auch noch irgendeine Stadt. Ja, ich geniesse es gerade richtig, die Aussicht. Aber ich, WoW, das sind einfach 2 Seelen, die zueinander gefunden haben wieder. Okay. Da brennt es. Ich weiss nicht, ob du da drüber fliegen willst. Und das Gegner oder gehört die zu uns? Nein, das sind Gegner, hä? Okay, alles klar, das sieht auch noch ziemlich schick aus da. Ich habe gerade etwas ins Visier genommen. Ui, das Geräusch. Oh mein Gott, ich habe gerade halben Herzinfarkt gehabt. Yes, so. Okay. So, wir fliegen und fliegen und fliegen. Hallo? Oh, der muss jetzt da natürlich noch eine riesige Kurve machen. Wie schnell sind wir denn unterwegs? Im Haus der Kampfverhalten Erfahrung um 200% erhöht. Das bringt uns gar nichts. Gewonnene Erfahrung um 100% erhöht. Das ist natürlich ziemlich nice. Bedeutet, wir bekommen jetzt ziemlich viel Erfahrung über, allgemein im Quest. Wunderschön. Die Musik. Das Skelett von einem Drachen da hinten. Ich glaube, das ist Drachenöde. Ja, jetzt befinden wir uns, glaube ich, in den Drachenöden rein. Aber da würde ich natürlich auch liebend gerne noch durchquesten, weil ich es da mega geil finde mit dem ganzen Schnee und die Landschaft. Scharlachrote Wacht. Und eben da geht es ja hauptsächlich um Drachen. Da sehen wir, er hat mehrere Drachen. Skelett, sagt man dem, glaube ich. Da haben wir wieder so ein Allianz-Türmchen. Den halte ich mich aber gerne fern. Da hinten ist auch ein Dungeon, wenn ich mich nicht täusche. In dem Türmchen hinten. Da bin ich ja gerade müde. Mit einem langen Flug. Nach 30.000 Jahren, ewigem Flug, sind wir auf dem Weg. Und kommen bald an in Dalaran. So. Da oben ist es auch schon. Die schwebende Stadt Dalaran. Da hinten sehen wir auch schon ein bisschen etwas von der Eiskrone. Die befindet sich eben gerade da hinten dran. Mein Lieblingsbereich mit dem Arthas. Also der Raid muss ich unbedingt nochmal machen. Der ist einfach einzigartig geil. So, da haben wir auch noch kleine Dörfchen rundherum. Da sehen wir auch die schwebende Stadt Dalaran. Das ist eine magische Stadt, die am Himmel lebt, kann man so blöd sagen. Voilà! Da haben wir unseren Flugmeister. Jetzt sehen wir, jetzt könnten wir da zurückgehen zu der Heulenden Fjord oder zu der Kriegshimmelfest und boranischen Tundra. Die ist natürlich mega beeindruckend, weil sie so groß ist und dort sich so viel befindet. Eine Geschichte drin ist göttlich, kann man jetzt einmal sagen. Darum muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich sage, hey, ich mache jetzt den Heilenden Fjord oder die boranische Tundra. Aber das finden wir schon raus. So. Ach, der Flug hat mir ja völlig zu schaffen gemacht. Fluglehrer suche ich da. Genau, Fluglehrerin. So, 250 Gold kostet uns das. Erfahrenes Reiten, gebührtes Reiten. Ihr könnt jetzt Flugreittiere reiten. Erlernen. Wir haben gelernt Galoppen. Nice. So, dann müssen wir aber gerade mal noch ganz kurz da zu unseren Sammlungen gehen, zu unseren Reittieren, dass wir das Ganze jetzt mal anschauen können. Jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Spektraler Windreiter. Nein, den will ich nicht. Ich will da meinen nicht. Da 4 Liter netter Drache. Können wir da auch im Balk reinziehen. Und jetzt können wir uns nämlich da schön gemütlich
umeinander fliegen. Momentan halt noch recht temposchrittartig, aber wir können fliegen. Und das gefällt mir jetzt erst recht. Jetzt kommen wir richtig schnell vorwärts bei unserer Quest und das ist der boronische Tundra. Aber ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst Runde WoW mit uns Schweiz. Danke und ciao!